Your mama, she's calling you, man. Ich habe noch eine Frage. Ja, du hast viel Fragen, ne? Kann das sein? Ja, deswegen sind wir hier. Machen wir hier Frage, rate mal mit Hans Rosenthal oder Ja, was ist das? ja, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen, da hat sich einiges das ist mich angeschaut. verliebt, ne? Ich auch, ich auch voll vermisst, ne? Ja, siehst du mal. Ich habe voll Entzugserscheinungen gehabt. Hör mal, du hast mir wir haben ein Video gedreht, das haben wir noch nicht veröffentlicht, Ja. In dem du mir erzählt hast, dass du einen Taxischein machst. Ja. Oder gemacht hast. Hast du die Prüfung schon zurückbekommen? Ja, ne, hast schon nicht Bescheid, kriegst ja Bescheid, das dauert ja dann eine Woche. Jetzt sag mir noch mal ganz kurz, wie das ist beim Taxi. Was sind immer die Auflagen? Die Auflage ist, du musst das beantragen und dem Ordnungsamt, dem Polizeiführungszeugnis, Flensburg, Punkte, ob du Punkte hast und so eine ganze Untersuchung. So, und wenn das alles hast, zusammen hast und das ist alles in Ordnung, steht nichts drin, wird das nach der Stadt Köln, ob man pro Platz geschickt und dann kannst du noch die Prüfung machen. Und wo bist du jetzt? Das nennt man eine Welchen Stand? sogenannte Ortskenntnisprüfung. Und dein Status ist, du hast jetzt die... Mein Status ist, nee, was für ein Status? Wie Status? Bei dem Taxi. Ja, wenn du fertig bist, dann bist du Taxifahrer. Hast du die Prüfung schon gemacht? Ja, klar. Und du kriegst aber dann später Bescheid. Das dauert dann was, ne? Okay, also du hast die ganzen Unterlagen, die du Ja, eben da küsst du da aufgezählt hin. Das ist wie Klassezimmer. Und da sitzt so eine Herr Lehrer, keine Ahnung, wer das da ist da. So eine lange Worte hat. Der hat zwei unterschiedliche Ärmel hat. Der eine Arm war lang und der andere war kurz. Weiß ich auch nicht warum. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, und dann machst du dann hier mit Stadtplan und dann machst du 3, 4 Prüfungsabschnitte. So. hast. Hast du alles schon gemacht? Das habe ich auch gemacht. Okay, also Jetzt weiß ich nur, du hast das Führungszeugnis abgegeben, das war Alles sauber. sauber. Ich habe noch nie, das war so weiß. Und wir haben bald die Augen weg. Und ich, ey, Hast du Sonnenbrille anziehen müssen? lecker funny hört, ey, das ist so Wahnsinn. Man weiß ja jemand ja nicht. Okay, und genau zu dem Thema habe ich ja heute was ganz Interessantes gelesen. Die Taxifahrer oder irgendjemand sagt, in allen Taxen sollen Kameras installiert werden, Ja, zur Sicherheit der Fahrer. Guck mal, das würde ich uns eins sagen. Ich meine, gut, kann man verstehen, aber ob das sicher ist, ist auch wieder so eine Sache. So, sicher würde ich sagen, wenn hinten so wie so ein Fenster wäre. Dass der hinten sieht, ja nicht da vorne dran kommt. Wie in Amerika. Ja, genau. Aber so eine Kamera, weißt du, da haben wir wieder das Problem mit dem Datenschutz. Und stell dir mal vor, da ist ein Typ mit seiner Aal und das ist ja nicht dem seine Frau. Der sitzt ja mit einer Tussi. Ja, und dann wird das abgenommen. Ja, es ist ja nicht so, dass jede Aufnahme Was gleich sagst du beim jetzt? WDR veröffentlicht Wie? Das weißt du doch nicht. Du weißt ja nicht, wer an die Daten dran geht. Das ist doch Band, was abgespielt wird. Der Fahrer kann sich auch erpressen. Oder keine Ahnung, was der machen kann. Weißt du, was die mit den Daten machen? Jack. Siehst du, die Stadt hier auch bei Facebook rein. Die gucken ja nicht mehr nach. Die gucken Facebook, wo ist ein Bildschirm da? Ach, da ist er ja. Hallo, was denkst du dann? Hör auf. Alles CIA ist das. Die machen das alles noch. Ne, weiß ich, ob das so richtig ist. Ich meine, verstanden kann ich das, ja, keine Frage. Oder die möchten die Taxifahrer ausbilden, wie sie so ein bisschen kampfsportmäßig, weißt du? So Bruce Lee-mäßig, so wow, weißt du, was ich meine? Müsste man bei dir dann auch noch ein bisschen was ausbilden, oder? Bei mir wird ja nicht so viel Bild, Jung. Ich bin voll, ich habe Bruce Lee, ich habe Mochakos und so, weißt du? Ach, hast du auch? Ja, wie alles da, ja. Nein, aber guck mal, ich sagte mal eins, wenn man Taxifahrer ist, ne, muss man etwas sensibilisiert sein. Wenn du Gäste fährst, du merkst das doch, ob da eine Kiefer ist, ob da eine Junkie ist, das sieht man doch, man hätte doch ein Gespür dafür, die sind doch von uns an Menschen zusammen. Du kannst doch nur in den Füderkopf gucken, aber trotz allem, verstehst du, was ich meine? Wenn da so eine Patienten sitzen hast, dann musst du das doch ein bisschen abwägen können. Und du Patienten darfst du nie hinten sitzen lassen, sondern immer vorne. Verstehe. Ja, ist doch besser. Ja. Aber mit der Scheibe, man, das wäre schon, ist doch klar, ist doch viel besser. So ein Plastikding. Und ist doch besser wie so eine Kamera. Der Aufwand ist viel zu groß. Und vor allen Dingen ist das immer mit den Daten, weiß ja, die sind ja heute so datenschutzmäßig. Finde ich auch richtig so. Muss ja nicht jeder mitkriegen, wer in einem Auto sitzt. Also, weiß ich nicht. Das so eine optimale Lösung ist. Keine Ahnung. Da kann er sich direkt einen Helm antrecken, wofür so eine Kamera drauf ist. Weißt du, was ich meine? Ja, so eine GoPro. Ja, so ein GoPro. Und dann sieht sie da und dann kann er gucken. Und dann kannst du gucken. Ja, was ist das dann für uns? Denkst du, ey, hallo, denkst du auch, der hat einen Rad im Korb. Nein, nee, das ist, passt schon. Nee, das so was würde ich machen. Das ist schon angebracht. Ne? Aber ich bräuchte es nicht. Ach, wenn wir doch real. Ne? Von daher denke ich mir, ist jetzt wieder ein bisschen Obrejung. Reicht sich jeder oben, beim Endeffekt nachher ist er wieder. Ne? Kostet auch alles Geld. Die ganzen Dinge im Rüstung und so eine Scheiße. Green Sally up, a green Sally down. Last done start, gotta tell the ground.